Die Kämpfe gehen weiter, Freunde, hier bei Dragon Ball Z, Battle of Z, dem vielleicht sogar letzten Part bereits. Ja, denn viel fällt echt nicht mehr und naja, halt, um das Ganze halt groß in Länge zu ziehen, dachte ich mir, mal gucken, was kann natürlich schon sein, dass das Ganze vielleicht noch ein bisschen, naja, vielleicht über 20 Minuten geht, vielleicht 120 Minuten. Aber egal, ich denke mal, so im Großen und Ganzen noch 2 Kämpfe, war. Ja, Kampfstart, mal gucken, das machen eigentlich so die CPUs hier, was können die so, die NPCs. Ja, noch nichts Besonderes. Der Super Saiyan God Goku. Genau, da haben wir schon bereits wieder. Und Leute, es wird Zeit für den Kampf der Götter und diesmal ehrlich, also sprich richtig natürlich. Das bedeutet, genau, Gott gegen Gott. Oder wohl eher Götter gegen Götter. Da hast du immer recht, Son Goku. Und was mir gerade noch auffällt, Freunde, wenn wir sowieso gleich wieder die alte Mission, sprich da mit den Göttern und so, nochmal zocken, können wir es diesmal ja auf Englisch machen, weil Japanisch hatten wir bereits, deswegen, ja, mal auf Englisch gucken, ob es das ein bisschen besser klingt oder ob es noch beschissener ist. Wobei im Prinzip ist das sowieso jedem das seine, so Einzelspieler. Charaktere müssen noch Karten haben, die ich beim letzten Mal ausgerüstet habe. Mission, wie gesagt, hier ist ja alles Picobello, haben wir bereits alles gemacht, nochmal später durchgehen. Gut, ja, ihr seht schon, ist nicht alles Rang S hier natürlich, aber das muss nicht sein, weil wir hier auch nichts mehr bekommen. Wir haben bereits alle Charaktere außer Cell Junior und da gibt es bekanntlicherweise halt nur in dieser... Ne, die haben wir auch schon gemacht. Was denn schon wieder? Genau, hier. Mission 58, genau, hier muss ich ihn holen. Cell Junior mache aber erst am Schluss, weil ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern. Alter Schwede, das war irgendwie... Also haben wir da ein paar Tipps geholt und so. Am besten schauen wir mal einfach in der Mitte des Rings bleibt und ein bisschen um sich herum schießt. Deswegen wird wohl ein Keyblast-Typ das Beste sein. So, Gottzerstörung oder Ultimative Vegetto. Machen wir jetzt mal God of Destruction. So, nehme ich Goku als Angriffstyp. Den euch mal ein bisschen zu zeigen. Dann Pilz, ja, als Kamerad, jetzt Unterstützung. Und weil es eigentlich das Ganze noch schön abrundet, auch noch C18 als Unterstützungstypi. Ich weiß, wir haben natürlich den Eingreiftyp, aber spielt keine Rolle. Das Götterteam. Natürlich muss eine Frau dabei sein, ganz klar. Wegen Gleichberechtigung Karten, aber ich glaube, der ist stärksten gemacht. Was dir noch fehlt, ist eine magische Brunnenkumpel. Ist das das Beste? Ja, sieht so aus. Die Karten ganz einfach deswegen, weil es auf jeden Fall in der K.O. geht, obwohl, da kann ich hier was anderes machen. Nee, also so. Das passt aber ganz gut in Supernation halt, damit ich immer, nee, stimmt gar nicht. Hä? Supernation, wieso das? Verstehe ich nicht. Supernation. Ah genau, bei K.O. mit den Neuversionen als noch eine Wiederbelebung. Braucht es hier, glaube ich, nicht, oder? Ich mache, glaube ich, lieber, dass ich hier mehr TP bekomme. Wo ist er jetzt hier? So, ich nehme meine Trefferpunkte. Hier ist soweit auch gut. Das gleiche plus Brolis-Karte noch. Das heißt, wenn Hebel reduziert, steigt der Schaden für Spezialbewegungen. Ja, man, wird noch viel mächtiger. Hier haben wir noch für Whis. Bei ihm ist es. Genau. Wobei es ja. Ja, genau. Wenn die Ki-Erholung beschleunigt. Und steigt die Angriffskraft für Nahkampf und Ki-Explosionen und so weiter ganz gut. Und bei ihr, ist es ein bisschen will nichts mehr. Was gut passen würde, deswegen denken wir direkt mal los. Mit Super Saiyan God Goku, hey. Mann, oh Mann, da hat natürlich viele immer gefragt, wieso zum Henker hat der so rote Haare, als wäre er irgendwie ein Kaioken-Modus oder so. Ich habe zwar mal eine ein bisschen andere Theorie bezüglich Super Saiyan God Goku, aber das wird dann erst im Let's Fight Online, ich muss sogar am ersten Part dann zu Dragon Ball Z Battle of Z erklären. Also Leute, noch einmal Gott der Zerstörung. Das ist mal eine cool, metallcooler Stimme, klingt ein bisschen geiler so. Okay, Einheit, Einstieg kann noch viel. Jetzt aber erstmal gucken. Was sind das? Kaioken? Sieht aus wie Kaioken hier. Ja, macht schon ein bisschen Schaden. Mit wie synchronisieren. Das wäre das Super-Tuper-Team.
So, das Special. Das kann man mehr haben, okay. Naja. Was gibt's hier? Was zum Henker war das gerade? Okay, das macht also auf R2, da macht er irgendwie eine ganz verrückte Bewegung. Also ich mach das nicht, weil er macht direkt Teleportation plus ein paar Tritte. Cool. Die Musik? Kann ich vielleicht ein bisschen... Ah, nee. Ich wollte gerade die Musik ein bisschen erhöhen, damit ihr da mehr hört. Du. So, weg mit dir. Pilz für dich. Mann, sie Herzen, ich will auch. Was zum Wohl, was machst du denn hier? Der Kajoken, der irgendwie... Wie heißt der? Drachenschlag. Ja, ist Druckwell aus, Angriffe möglich. Kannst du mir folgen? Naja, also bis jetzt noch nicht so das Besondere. Also für einen Gott hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Oh, da ist was. Wie bitte? Leute, das war das 10-fache Kamehameha eines 4-fachen Super Saiyajins. WTF? Wollen wir verarschen? Goku ist doch... Alter, das... Wollen wir jetzt den Entwickler weisen machen, dass Super Saiyan Gott, wie ein 4-facher Super Saiyajin ist? Alter, totaler Beschiss. Ja, also irgendwie können wir das nicht ganz vorstellen, Leute, ganz ehrlich. Ich bin sauer, Mann. Naja, Hildegard schon klar. Das war knapp. Naja, ich glaube, viel Schaden macht der Gute ja nicht, weil man Teleportation schön und schön, ganz gut. Moment mal. Macht doch Schaden. Mann, ey! Alter, ich bin Super Saiyan Gott, ich müsste den mit einem Schlag K.O.en, ganz ehrlich. Ja, also wie gesagt, den Super Saiyan Gott machen noch relativ wenig. Sehr wenig Schaden. Der gehoffte Typ wird ein bisschen stärker, vor allem seine Specials, hey, Mann. Wow. Klar, wie ist direkt K.O. So wie zu Göttern. Full Speed, okay. Da bist du. Ja, beim Team-Modus macht er eigentlich doch noch relativ guten Schaden. Vor allem damit Whis und Bills. Hallo? Goku? Ah, jetzt. Also gerade, hey, sehen nichts mehr. Ist klar, ey. Super Saiyan Gott für den Arsch. Ach, egal. Den kriegen wir schon, Leute. Den kriegen wir schon. Ein bisschen strategischer spielen war es. Bis jetzt habe ich ein bisschen rumgeblödelt. Ups. So viel zum Rumgeblödel. Geblödel, das ist ein Blödel, du Dödel. Ja. Also ganz ehrlich, Leute, Hildegard machen wir, glaube ich, besser mit einem Super Saiyan 2 Goku fertig, weil der hat wenigstens einen Drachensprint, oder wohl ja Drachenschlag heißt dort, ja, mit dem kannst du übelst reinhauen. Mann, hau doch mal ab, du dämlicher Fuß, würde ich das sagen. Das sind ja Beine. Beide Beine. Hallo, kann man jetzt mal... Ich wollte gerade fragen, ey, wo zum Henker ist der Arm? Der Arm, der Bein. Die Beine. C18 hat keine FP mehr, das ist doch kacke. Tja, also mittlerweile nach über 30 Parts verstehe ich so das Spielprinzip. Moment mal, 40 Parts sogar. Verstehe ich so das Spielprinzip besser, aber Lieblingsspiel, Dragon Ball mäßig? Nee. Ich finde zwar jetzt da ganz geil, dass man da Super Saiyan, also die Charaktere aus Battle of Gods mitgenommen hat. Aber trotzdem, ich hoffe doch sehr, dass das... Ist klar. Das kriegen wir erst ja einen Teilplan machen muss, bevor ich dann seinen eigentlichen Körper rankomme. Ja, wie gesagt, also... Wie jetzt? Bill hat mir einmal in den Nacken gehauen, fertig war's und dann klaut und dann mit dem Stock drauf, aber ich mach da du. Voll 10-fache Super kann mehr, aber bringt nix. Ja, Super Saiyan God, schon klar. Wie gesagt, Charakter aus Battle of Gods, ganz geil. Ich hoffe aber trotzdem, dass das Dragon Ball Abenteuer auf der PS4 weitergeht.
Dann schicke neue Grafik, alles supi-tupi mit Sequenzen aus dem Anime und allem, so ähnlich wie bei Burst Limit zum Beispiel. Aber mit der Charaktervielfalt wie aus, ja, man würde schon sagen, Raging Blast 2 oder Budokai Tenkaichi 3. Where is my pudding? Huh? What? Who? Lord Beerus? We, have a situation. The shock just now, it caused the pudding to spill. All of it? Yes. Aha. So. Huh. I'll destroy everything. Alter, echt nicht schlecht, hey. Pudding ist weg, okay, ich zerstöre alles. Now I'll just destroy this planet. Lord Beerus, before doing so... So, bin gespannt. Das letzte Mal war es ziemlich heikel hier, aber jetzt bin ich Super Saiyan Gott und so, muss natürlich problemlos sein. Ja, für den Arsch. Natürlich kann er ganz cool blocken, ganz klar. Und voll in die Schnauze, du alte Rabauze. Also bis jetzt noch nichts gerade das Tolle war von diesen zwei möchtegern Göttern. Aber beim letzten Mal auch schon so. Anfang alles noch Schnucki-Bucki, alles supi und dann am Schluss kam Bilsey und hat reingehauen wie ein Weltmeister. Wobei, es läuft schon besser das letzte Mal, das muss ich zugeben, ey. Er macht definitiv mehr Damage. Und der Move bei ihm sieht echt aus wie die Kaioken, hey, voll übel. Das kann ich auch. Dass ich so wenig Schaden mache. Doesn't work. Wo ist das K.O.? Wieso denn? Halt durch, Kumpel! Du musst sagen, der stärkste Charakter im ganzen Dragon Ball Z GT Universum sein, aber das spielt ja keine Rolle. Ja, wo ist er? Voll erwischt, aber er hat zurückgeschlagen, ganz klar. Ein guter alter Göttermanier. Leute, Göttermanier. Wow! Ganz fieser Trick. Ganz gemeiner Trick. Nee, not gut, da sagst du was. Darf ich auch noch? Hallo? Nö, darf ich nichts. Zuerst darf ich... Ah, wollte schon sagen. Geht doch! Boom! Wo ist der vierte? Nee. Nee. Nein, ich meine C18. Die heißeste Braut im Dragon Ball Universum. Naja. Ein der heißesten, wa? Nein, Mann, oh Mann, Bills! Ist klang natürlich immer genau die richtige Attacke. Wie könnte es auch anders sein? Danke, C18. Sehr nett von dich. Runtergeholt, dann schlecht. Naja, diese Missionsgegner sind schon eine Nummer für sich. Kann man sagen, wie man will. Ist klar, mein Move für den Arsch oder was? Er ist natürlich immer stärker. Ja, steht aber eigentlich auch wirklich. Bills wirklich der stärkste Charakter. Naja, abgesehen von Whis, aber der macht das sowieso nichts. War schon im Film so. Viel zu wenig gemacht, der Gute. So, kann mal jemand heilen? Wäre ganz nett von euch. Blöb. Erst jetzt bist du hier, bist du bereits tot. Oh. Nix gesagt, nix gesagt. Aber gesagt? Nö, ich doch nicht. Oh, verdammt. Super Saiyan Gott und Energie ist natürlich ganz toll.
Nicht nur nerven sagen. Mich wundert so ein bisschen, dass er seine Ultimate Moves nicht macht. Hat er so schöne Moves da, Brüll. Voll erwischt, sehr schön. Und mich wird erwischt. Ganz toll. Wie ist man hinter dir? Hallo? Ja, man hat es gerade wieder gesehen. Hey, C18 wieder mal. Typisch C18 kann man sagen. Ne, nicht typisch C18, natürlich typisch Kampfsystem hier. Der Charakter meint, ja, er könne mich zurückholen, Bäm, haut wieder ab, aber natürlich hat er mich nicht getroffen. Was eine Scheiße, ey. That was fun. Okay then. I'll let this planet live. Until next time. Ja, dankeschön. Wow, what power! Naja, geht so. Der Super Saiyan Gott ist doch eigentlich schwach. Naja, also der King ist im Ring ist nicht wirklich. Give me energy! Ja, von mir aus. Schrei doch nicht so. Also der Regel ein bisschen mehr hofft, vor allem da hinsichtlich halt das Ultimate Move. Wie gesagt, ich bin halt immer noch ein bisschen enttäuscht, dass da der dreifache Super Saiyan Goku keine Ryuken hat. Ich meine, hallo? In jedem anständigen Spiel ist das sein Ultimate Move und hier hat er das Teil nicht drauf. Aber ja, natürlich Goku seine Genkidama, Vegeta, Majin Vegeta, eine Explosion, Kid Buu, ein Riesenplanetenkracher und sogar Goten ist jetzt ein Move drauf. Yeah, Rankerbester, ganz geil. Genau. Bills mit Super Saiyan God, Goku besiegt und Neuversuch gewonnen. Ja, halte ich jetzt für fast unmöglich. Naja, das vermutlich eher weniger. Wird schon machbar sein. Wenn man es richtig macht. So, vor noch knapp 3 Minuten. Ja, ich will mal sagen, wir gehen da ganz kurz in die Mission rein. In die letzte Mission Nummer 58. Immer noch das Ziel, Cell Junior freizuschalten, wa? Gut, diesmal wähle ich aber Bills. Weil wir das Gefühl haben, mit ihm könnte es ein bisschen einfacher werden. Vor allem ja wegen seinem Super Ultimate, Super Move natürlich, der haut ja alles weg, hey, da ist ja Wahnsinn. Ja, kriegst du die stärksten Karten. Die stärksten Karten kriegen wir vermutlich eher weniger, deswegen kriegst du hier geborener Schütze. Und der hier. Sehr schön. Trotzdem haben sie jetzt auch noch eine halbe Bohne. Sehr gut. Du kriegst hier ein paar... Moment mal ganz kurz. Wieso hat er eigentlich nicht 250er? Ich habe doch gesagt, er soll die besten Karten nehmen, die man haben. Macht aber irgendwie nicht. Ja, Moment, ganz cool. So. Slot B leeren, gut. Die Hose passt ja gar nicht. Ja, Moment, so. Ich will die richtige Farbe noch haben. Ich weiß natürlich noch eine Tassenkombination. Oh, L1 was gewesen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, die Tassen kommen nicht mehr. Also eine gute Erklärung. So, jetzt kriegst du aber echt mal die stärksten Karten hier. Trotzdem nur einmal 50. Muss ich jetzt selber noch auswählen? Irgendwie leicht verrückt das Ganze. Oh, die haben noch alles, okay. Verrückt. Ja, aber denk mal, statt Wiss, oder soll ich drin lassen? C18 raus? War nicht so recht. Nee, ich nehme ihn raus. Braucht sowieso keiner. Ich nehme hier Majin Buu. Aber was vielleicht noch ganz cool wäre, war hier noch ganz kurz die Karten raus. Sehr schön, jetzt kann Buu rein. Buu kann rein. Ja. Bitte nicht falsch verstehen. Was gebe ich denn dir bloß, Buu? Ich hab doch keine Ahnung. So, Explosionsfunk, das sogar zweimal, war. Ja, wieso nicht? Mal testen. So, wir sind 58, ready to take off.
Ja, für Rang S muss man, glaube ich, wirklich 150 Gegner platt machen, das Maximum, danach kommt keiner mehr und ja, wie gesagt, halt innerhalb der 5-Minuten-Grenze. Sonst gibt es, wie bereits gesehen, beziehungsweise bereits bekommen, nur Rang B oder Rang A oder gar Rang C. Soll es, glaube ich, auch geben. Was ein wundervoller Tag, das fühlt sich gut an. So, neuer Wettkampf, kennen bereits alles. Peace, Mann. Wir sind jetzt also ab des Rings. Moment, machen wir Fokus Verteidigung. Aber ich glaube, ich hätte Badung nehmen sollen. Damit wir da weniger, natürlich mehr Leben haben. Boom! 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 Macht das Spaß! Oh, verdammt! Wie jetzt? War doch gar nicht, hä? Also ich war's garantiert nicht. Ich war garantiert nicht außerhalb des Rings. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ich war doch nicht außerhalb des Rings. Rang E, ganz mies. Okay, das ging ein bisschen zu schnell. Nochmal ganz kurz Abbruch. Gehen wir jetzt das Teil hier mit 0 Wiederbelebungen und so. Ganz ist doch scheiße. Machen wir nochmal einen Versuch. Wenn es wieder so schnell ausgeht, dann halt im nächsten Part, wa? Man muss sogar im Offscreen noch ein bisschen üben und so, bis das Ganze richtig funzt, wie auch immer. Aber wird schon. Sonst auch nichts anderes. Gehen wir auch in die Juwelos, so weiter gar keine solche Fähigkeit. Leider Gottes nicht. Pilzmann, der Gott der Zerstörung. Grenzbrecher kann man haben. Das ist ein bescheuerter Name, hey. Nee, ernsthaft, da bin ich ja schon ein bisschen enttäuscht, hey. Kannst du reden für den Wettkampf so gut kommen, das Arena-Feld ist sich qualifiziert und verlierst dann Neuversuche. Voll krass, Mann, wa? Es genügt nicht, in Angriff zu kämpfen. Du wirst deinen Gegner niemals treffen, wenn du nicht seine nächste Bewegung voraussagen kannst. Oh Mann, diese Sprüche. Mann, ich muss irgendwie angreifen. Sogar fragen die wieder, treffe ich nicht. So, bin jetzt ganz gut. Ich brauche zwar ein bisschen mehr Ki noch, aber egal. Mann, Ki, natürlich FP. Die Funktionspunkte. Oder wie auch immer die heißen. So klappt's doch einigermaßen. Ich habe jetzt zwar immer getroffen, aber... Ja, ist klar. Was habt ihr denn gemacht? Was? Wenn jetzt schon wieder? Ich mach doch extra immer... Hä? Verstehe ich nicht. Ich sag doch extra immer auf Verteidigung gehen, sprich... So, jetzt machen wir einen Versuch, ey. Das ist eine große Attacke, muss auch mal andere treffen. Ist klar, so ein kleiner Pflanzenmann. So, schon ein bisschen besser. Darf es noch kein einziges Mal mehr K.O. gehen, sonst dann... Genau das meinte ich, ey. Feierabend.
Ich verstehe das nicht, Leute. Wie kann ich denn beeinflussen, dass die anderen aus dem Ring fliegen? Muss irgendwie Schwerpakete hinpacken wie Broly und so. Hä? Verstehe ich nicht. Egal, wie gesagt, das Spiel hat seine eigenen Regeln, da steige ich einfach nicht dahinter, spielt auch keine Rolle. Ich werde mir jetzt da noch offscreen da im Internet halt ein paar Lösungen angucken, wie andere das machen und so, beste Teamzusammenstellung vielleicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zum definitiven Abschlusspart hier bei Dragon Ball Z Battle of Z. Wenn ich da halt auch das ganze offscreen machen muss, ist mir eigentlich soweit scheißegal, wir werden es irgendwie noch packen, damit wir hier Rang S bekommen und Cell Junior freischalten können. Das ist noch genau 150 Gegner besiegt für 3 Sterne. Das will ich noch unbedingt erreichen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!